Ich bin Ahmed, ich bin Kriminologe und ich forsche seit Jahren zu Terrorismus, Radikalisierung und Terrorismusbekämpfung. Wir sind nicht hier, um über das Hamas-Verbot zu reden. Das Hamas-Verbot ist aktuell in der Diskussion im Parlament. Und dort geht es einerseits darum, die Hamas als Organisation zu verbieten, sie als terroristische Organisation zu klassifizieren. Aber es wird auch darum gehen, ob die Hezbollah ebenfalls als terroristisch gelten soll oder nicht. Genau, was heisst das Hamas-Verbot? Eigentlich bedeutet das, dass die Strafnormen, die existieren aktuell zum Terrorismus bekämpfen, die werden direkt auf die Organisation angewendet. Wir reden hier hauptsächlich vom Artikel 260 ter im Strafgesetzbuch, wo jegliche Unterstützung von kriminellen oder terroristischen Organisationen verbietet oder jegliche Beteiligung an solchen Organisationen. Wenn wir heute Hamas verbieten, heisst es, dass die gleich gehandhabt wird wie die Al-Qaida oder wie der sogenannte Islamische Staat. Ich erforsche das seit mehreren Jahren, also interessiere mich dafür, wie wird das Gesetz konkret angewendet. Und was man dort sieht, ist, dass es sich um ein präventives Strafrecht handelt. Das Ziel ist ja, Terrorismus zu bekämpfen, also das Töten von vielen Menschen aufgrund von einer ideologischen oder politischen Motivation. Was man aber davon machen, und zwar weltweit, ist, dass sagen, es reicht eigentlich nicht, zu warten, bis ein Attentat stattfindet. Wir müssen vorher eingreifen. Und zwar bei Handlungen, bei Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass eine Person so eine Gewalttat begehen könnte. Und das schließt unterschiedliche Handlungen mit ein. Zum Beispiel der Versuch, in ein Kriegsgebiet zu reisen, ist strafbar. Eine Organisation finanziell unterstützen, sei es mit einer Spende von 15 Franken, ist strafbar. Aber auch Propaganda verbreiten für die Organisation, also Bilder, Videos ins Netz stellen zum Beispiel. Oder auch an eine weitere Person weiterschicken. Der Unterschied zwischen der Hamas und der Al-Qaida und dem IS ist, dass die ersten zwei Organisationen eigentlich von der gesamten Weltgemeinschaft als kriminell und terroristisch angeschaut worden sind, die für alle Staaten eine Gefahr waren. Bei der Hamas und bei der Hezbollah ist es nicht der Fall. Und zwar hat es auch damit zu tun, dass das Organisationen sind, die zum Teil eng verwickelt sind mit dem staatlichen Apparat, aber andererseits auch mit der Bevölkerung, mit der Zivilbevölkerung. Es hat einen anderen Fall gegeben, von den Tamil Tigers zum Beispiel. Dort ist das Bundesgericht nachher zum Schluss gekommen, das ist nicht eine terroristische Organisation. Und das war wirklich ein aufwendiges Verfahren, um das überhaupt abzuklären. Was ausschlaggebend war bei den Tamil Tigers, ist eigentlich das Merkmal oder die Einschätzung, dass terroristische Aktivitäten nicht der Hauptbestandteil von ihren Aktivitäten waren. Jetzt bei der Hamas könnte man eigentlich zu einem ähnlichen Schluss kommen, weil die Hamas terroristische Aktivitäten natürlich sicher dafür verantwortlich ist, aber andererseits natürlich ganz viele andere zivile Funktionen auch ausübt, die in dem Sinne nicht kriminell sind. Es ist so eng verwickelt mit der Zivilbevölkerung, dass wenn wir jetzt diese Organisation verbieten, verbieten wir eigentlich de facto den bewaffneten Widerstand gegen das, was die palästinensische Zivilbevölkerung seit Jahrzehnten erleidet. Das heisst, wenn man aufruft zum bewaffneten Widerstand gegen Apartheid, Kriegsverbrechen, Unterdrückung, gegen ethnische Säuberung, da sind wir eigentlich sehr nahe bei der Organisation, bei der Hamas. Und dort sind wir so in einem Spannungsfeld, weil, wenn wir uns wieder daran erinnern, dass es ein präventives Strafrecht ist, bedeutet das, die Frage von der Strafbarkeit muss ausgehandelt werden, ein Stück weit. Also ist jetzt ein Kommentar in den sozialen Medien, der jetzt zum bewaffneten Widerstand aufruft, geht es dort schon Richtung Unterstützung von der Hamas? Und diese Fragen werden sicher zu einer Grauzone führen für verschiedene Gruppierungen, die sich einsetzen für die palästinensische Zivilbevölkerung. Oder auch Einzelpersonen natürlich. Das Problem steht dann auch, wenn man sich jetzt sagt, es ist strafbar, das ist so das eine. Wir wissen aber noch nicht genau, ob es strafbar ist. Das heisst, es kann zum Eröffnen von Strafverfahren kommen, um auch abzuklären, ob jetzt das strafbar ist oder nicht. Es geht vielleicht auch gar nicht vor ein Gericht. Man kann ein Strafverfahren einstellen, man kann ein Strafverfahren mit einem Strafbefehl abschließen. Das heisst, es wird von behördlicher Seite relativ ein grosses Feld aufgemacht, wo fast nicht bewältigen ist. Man kann nicht alle Kommentare, die irgendwie im Netz gemacht werden, Materialien, die irgendwie verschickt werden, anschauen und beziehungsweise strafrechtlich ahnden. Das heisst, es kommt zu einem selektiven Fokus. Das Verständnis von was ist Terrorismus ist schon islamistisch gefärbt und von Islamismus zu Islam ist das nicht ein grosser Schritt. Allgemein in der präventiven Arbeit legt man dann ein Augenmerk eigentlich auf solche Verhaltensweisen, auf solche Veränderungen, die Richtung mehr Religiosität hindeuten, die zeigen, dass sich eine Person verändert Richtung mehr islamisch, eventuell heisst es auch mehr radikal und so weiter und so fort. Das Problem nochmal einmal mit der Hamas ist, dass es dort nicht nur ein Fokus wird kommen auf Religiosität, das ist gar nicht so der Fokus von der Hamas, sondern auch auf politisches Engagement. Da werden natürlich Aussagen wie «From the river to the sea», «Free Palestine», Kommentare in den sozialen Medien zum Konflikt
die werden im Fokus stehen. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie kann sich die Bevölkerung engagieren im Zusammenhang mit Gaza jetzt? Da gibt es nicht ein Ungleichgewicht. Wieso? Weil Handlungen, Verhaltensweisen oder Äußerungen, die auf eine Unterstützung der Palästinenser hindeuten, schneller in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten und demgegenüber die Unterstützung von israelischen Kriegshandlungen, die international als problematisch qualifiziert worden sind mittlerweile, Glorifizieren von den Handlungen von einem Netanyahu zum Beispiel oder von der IDF, sagen, das was IDF macht, ist richtig und korrekt. Das zieht sicher nicht die gleiche Aufmerksamkeit auf sich. Das heisst, es wird zu weniger Strafverfahren kommen in diesem Bereich. Es kommt sicher auch nicht zum gleichen Fokus von nachrichtendienstlicher Seite. Also Behörden schauen dort weniger drauf. Das wird dazu führen, dass wir dort einen Chilling-Effekt werden sehen. Ein Chilling-Effekt heisst, dass die Leute sich sagen, hey, also ich will das nicht riskieren, ich will nicht ein Strafverfahren riskieren, ich will auch nicht irgendwie in irgendeiner Datei oder in einer Kartei von der nachrichtendienstlichen Behörden sein. Ich will einfach nicht irgendwie ein Problem bekommen. Weil es heisst ja nicht, man muss verurteilt werden, um wirklich Probleme zu bekommen. Das Eröffnen von einem Strafverfahren ist schon extrem problematisch. Man eröffnet ja ein Strafverfahren für eine Terrorismusstrafnorm, also für Unterstützung von einer terroristischen Organisation. Und mit dem zu leben, mit dem arbeiten, mit dem ein Haus oder eine Wohnung mieten, das wird extrem schwierig sein. Hat das System, das Ganze, dass man Leute wie einschränkt, bin mir nicht sicher, dass es so gewollt ist. Man ist sich gar nicht bewusst, wie das Terrorismusstrafrecht funktioniert, wie die Behörden auch funktionieren. Wie gesagt, die Intention ist eigentlich eine gute. Man will ja Terrorismus strafrechtlich verfolgen. Das ist auch legitim. Die Frage ist, wie geht man vor, um das möglichst präventiv anzugehen und sicher sein, dass es überhaupt nicht zu dem kommt. Einerseits, man kann sicher sagen, dass ein klarer Aufruf zur Gewalt, zum Beispiel das Verherrlichen von der Massaker vom 7. Oktober, das könnte man heute schon strafrechtlich angehen. Weil es geht nicht um Aufruf zur Gewalt, Aufruf zur Volksverhetzung. Die Möglichkeiten sind dort schon vorhanden. Ich sehe einfach die Problematik der Terrorismusstrafnormen. Und wenn man die jetzt anwenden auf diesen Konflikt, hat das einfach einen Rattenschwanz, der zu sehr vielen anderen Problemen wird führen. Weil wie gesagt, einerseits Hamas birgt sicher Gefahren in einem bestimmten Kontext, aber sie birgt in dem Sinne keine Gefahren für Europa und für die Schweiz. Das war anders bei der Al-Qaida und beim IS. Das heisst, man positioniert sich da, man sagt, hey, die Organisation, die dort tätig ist, in diesem Konflikt positionieren wir uns. Wir sagen, die einen sind Terroristen und die anderen nehmen wir nicht so klar Stellung. Politisierung ist eigentlich ein Schutzfaktor gegen Radikalisierung. Es gibt Menschen, die sich werden aufregen, empören über das, was passiert. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt von der Zivilbevölkerung in Gaza, Tausende von Toten, viele Frauen, Kinder, ganz klar nicht Beteiligte am Kampfgeschehen. Und die Menschen haben eine Wut in sich. Und die Frage ist nachher, wer kann die Wut abholen? Wenn man den Raum schon einschränkt für prosoziales, politisches Engagement, dann gibt es einfach andere Gruppierungen, die das eher abholen können. Das sind nicht die gleichen Menschen meistens. Weil die Leute, die politisiert sind, schon lange engagiert sind, die werden sich nicht anziehen von solchen Gruppierungen. Aber andere, vor allem junge Menschen, die die Wut in sich haben, die können dort abgeholt werden. Was sind so die negativen Konsequenzen von einem Verbot? Es geht Richtung Unterdrücken von politischem Engagement, von Zensur, und zwar für eine Sache, die per se richtig ist. Sich einsetzen gegen Kriegsverbrechen ist etwas, was wir eigentlich unterstützen wollen. Und auch den Mächtigen eigentlich die Leviten lesen, in dem Sinne, hey, das kann nicht sein, das, was er dort zulässt. Wir hätten uns gewünscht, dass man das im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Wir hätten uns gewünscht, dass die Leute mehr Zivilcourage an den Tag gelegt hätten. Und so bin ich aufgewachsen da. Ich bin aufgewachsen mit dem Verständnis, hey, das, was passiert ist dann, war hochproblematisch gewesen. Und es hat viel zu viele Feiglinge gegeben. Und wenn ich mir jetzt überlege, wäre ich dann nicht dort gewesen, hätte ich mir auch gewünscht, ich wäre kein Feigling gewesen. Und ganz viele Leute haben das gleiche Verständnis, sagen, hey, ich will mich nicht einschüchtern, ich will mich gleich weiterhin einsetzen für die Sachen, die ich als richtig und als gerecht sehe. Wenn wir aber Terrorismus so aggressiv und präventiv natürlich angehen und durch das politisches Engagement schlussendlich unterbinden, führt das dazu, dass die Energie geht Richtung Apathie, sich nicht engagieren, nicht zu fest fühlen. Und das ist problematisch. Das ist schlussendlich das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen, dass die Leute sich weiterhin engagieren. Gegen Sachen, die wir eigentlich als Weltgemeinschaft gesagt haben, das geht nicht, und wir wollen, dass die Menschen sich gegen das auflehnen.